Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Hallo David, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, was machst du mehr? Alles in Ordnung, was machst du? Gut, danke. Gut, wir gehen reden wegen dir und wegen dein Programm, die Sommerprogramm beim JIVO. Kannst du dich allein vorstellen für unser Eulam? Ja, fein. Ich bin David Braun und als Rechtspunkt wegen dem Sommer kann ich sagen, also ich bin der akademische Direktor von der Sommerprogramm, der intensiver Sommerprogramm für jüdischer Sprache, Literatur und Kultur auf dem Namen von Uriel Weinreich beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut JIVO. Und ich habe verbracht die letzten 7 intensive Wochen arbeiten ich bei dem. 7, weil 6 Wochen ist das für dem allgemeinen Eulen, aber noch eine übrige Woche ist das am Onheim und das rufen wir den Iberchaser-Kurs. Das ist für solche Menschen, was kommen rein oder hören sich zu von der Weitens. Das ist nicht in New York, das ist für der Zoom-Welt, für der kybernetischen Welt. Und das ist für Menschen in die mittleren Madreiges, was hat man schon gehabt, ein bisschen Jiddisch, früher, aber will der frischen seine Ideen, gedeihen zu kommen in der Sommerprogramm Grete, oder ob sie wollen sein sicher, also sie sollen reingehen in ein bisschen höhere Madreige, ist das Punkt gut für sie. Das heißt es, ich habe geendigt mit Apothek zurück, 7 Wochen intensiv Lehrerei. Jascha Koyach will euch bedanken für ein Zuneufpaaren mich und unser Eulam mit die verschiedenen Menschen, was wir haben gekannt reden mit sie. Oh, der Dank dir, mehr etliche Menschen haben seine Gewinne interviewte und haben sehr neu gehabt von der Gelegenheit und haben gemacht sehr gute Geräusche mit seinen Interviewen. Auf der jüdische Gas darf sein, die jeweils Sommerprogramm sehr bekannt, aber nicht alle sind also reingetan in die jüdischen Kultur. Vielleicht kannst du mal reinführen zu was ist der Schem von JIVO und die Sommerprogramm befragt. Gut, der JIVO wird in kommenden Jahr in 2025 braven
dem ersten Jahrhundert seinem. Er ist geschaffen geworden in 1925. Die Heim, der originelle Heim, seine ist gewesen in Wilna. Dem Projekt hat einen Vertrag, das in Berlin, aber die Heim ist gewesen Wilna, die Zentrale ist gewesen Wilna, bis Neusbruch von der Zweiten Weltkrieg, wenn das rübergeführt geworden in New York. Und, aber in der Geschichte von dem Institut sind noch gewesen andere Filiales von dem IWO. Bis zum heutigen Tag funktioniert ein Argentiner IWO in Buenos Aires. Und der Argentiner IWO in Buenos Aires hat beherrscht Avram Lichtenbäumen. Und Avram Lichtenbäumen ist gewesen zwischen unseren Lehrern. Also als der Argentiner IWO und der New Yorker IWO haben in einem gewissen Sinn zusammengearbeitet, in einem symbolischen Hutsch, also wie Lehrer von beiden IWOs seine gewähren Faktoren. Und die Sommerprogramm, aufgenommen von Uriel Weinreich, ist aufgekommen in 1968, also als der CM, was wir haben gehabt, erst dem vergangenen Freitag ist gewesen der 57. in der Geschichte von der Organisation, weil man aufgestellt die Sommerprogramm in dem Jahr noch Uriel Weinreichs Tod. Er ist gestorben in 67 und schon im Sommer 68 ist gewesen ein Sommerprogramm. Ich habe nicht gewusst, bis mit etlichen Jahren zurück, als der Plan ist Lechatrile gewesen vertragt via intensiver Seminar für Mittelschultalmidim Davke oder solche, was endigen erst Mittelschul und gehen rein im College und Universität. Und in die späteren Jahren ist das tatsächlich gewesen, also ja, das ist gewesen für Studenten, professionelle Studenten, Menschen, die lernen sich schon in der Universität und bekommen Kurspunkte für seine Beteiligung in der Programm. Und die Programm ist gewesen zentriert darum, Columbia Universität. Uriel Weinreich ist doch gewesen ein Professor in Columbia Universität. Sind die 1950er bis sein Tod in 67. Und heißt es, als die alle 57 Jahre ist man assoziiert mit einer Universität, nachdem wir, das ist ein Werk von Columbia, in die, ich denke nicht akkurat, wenn, später 90er oder gar früher 2000er Jahren, ist das rüber in NYU, New Yorker Universität, auf etliche Jahre. Dort in ein paar andere, Erter oder Ertalach. Und die letzten 15 Jahre, 12, 13, ist das verbunden mit Bard College. Und Bard College ist doch wie bekannt in Upstate New York. Verschiedene Definitionen von Upstate New York, aber in dem Fall ist das auch Poughkeepsie, Annandale und Hudson. Aber wir fahren nicht dahin alle Tag. Das ist unsere Base ist der Ivo allein, was befindet sich in dem Center für jüdische Geschichte. Also als keiner darf nicht fahren, weit anzukommen in das Sommerprogramm. Bard College gibt die Punkte, die Course Credits, die Menschen sollen sich, als Menschen sollen das können verdienen von seiner Beteiligung in dem Programm, aber sie kommen an in alle Tag in Ivo, was das ist bei 15 West 16. Gas in dem Center für jüdische Geschichte. Ich habe vergessen zu der Modell, aber als Seite bei Seite mit den Menschen, die kommen physisch in die Klassen, in dem Center, ist da ein zweites Programm. Wir haben sich verdoppelt, sozusagen, weil wir sind jetzt der zwei Programme. Wir sind die kybernetische Programm und wir sind die Ponemel-Ponendiki Programm. Die Ponemel-Ponendiki ist in Ivo Gufe. Und die andere, die kybernetische, ist über die Zoom-Chwales, die Internet-Chwales. Und das Jahr haben wir haben ein kybernetisches Programm sind der Magäfe von
2020. Und wir haben das angehalten, weil sie gewinnen genug größere Nachfrage. Menschen haben das gewollt. Das Jahr ist gewinnt die Proportion ein bisschen noch höher, Letoives dem Ponen-al-Ponen-Dicken zusammenkommen sich. Also, als wir sind gewinnt an 65% Talmidim Ponen-al-Ponen in Ivo und 35% sind gewinnt über die Chwales. Und verschiedene Sibes, demografische, ökonomische, akademische, spielen eine Rolle in dem, was ein Talmid wird ausbleiben, für was einer wird ausbleiben zu bleiben in der Heim, wo soll nicht sein, und ein zweiter wird kommen zu Form in New York, ob darf als Form von der Weiten, oder ankommen tagtäglich von einer New Yorker Adresse. Einmal hat man gekannt, doch wohnen in einem Internat mit anderen Jiddisch-Lernern. Ja, und das ist geblieben. Sei vor ein Jahr, sei das Jahr, haben wir gehabt Zimmer in einem Internat bei NYU. Wir haben noch als eine gute Beziehung mit jener Universität und mit seinem Internat. Also sie verdienen unsere Talmiden Zimmer alle Jahr. Und heißt es, dass es gewinnt ein Jiddisch-Häuser sozusagen oder ein Jiddisch-Etage bei der Sommerprogramm in New Yorker Universität in dem Internat. Das ist gewinnt ein Gewinn für ein Teil Talmiden, was haben gekannt, lernen zusammen und reden auf Jiddisch zusammen und gehen in verschiedene Unternehmungen zusammen für ein Jahr auch etwas sein. Ja, versteht sich, ist das ein sehr guter Gewinn. Ich weiß nicht, du bist ein Mumche auf der Geschichte von den Jahren, was es schon gewinnt für deine Geburt, aber es ist traurig faktisch, was Uriel Weihnacht ist gestorben. Er hat aufgebaut die Programm, was ist in seinem Namen, aber Ivo hat doch existiert und viele sein Vater. Ja, hat ihn übergelebt. Ja, sag ich. Uriel ist gestorben in 1967 und der Vater seiner Max ist gestorben in 1969. Also als der Tate hat übergelebt dem Sohn und der Tate hat erlebt zu sehen dem ersten Herauslos, verstehe ich, von der Sommerprogramm, weil das ist vorgekommen in 68. Und wie gesagt, ist das damals gewesen ein Programm, der Rückkehr gezielt wird auf Mittelschultalmiden und nicht auf College-Talmiden. Und erst später, von 69 an, ist das gewesen für Universitätsstudenten der Rückkehr. Es bleibt, dass alle Jahre kommt ich wollte sagen, ein Kind, aber öfter ist das nicht richtig zu definieren, ein Mensch sei. Also kommt dann und wird als Student in unser Programm. Viele, also ist nur 16 Jahre alt. Wir haben alle Jahre kommt immer ein Steiger im Lernen, was kommt dann zu 16 Jahren, zu 17 Jahren, hat noch nicht angehört, die universitätische Limudim. Und ist schon ein Student auf der Programm, zusammen mit allerlei anderen Studenten von verschiedenen Alters, was sind schon weg von der Heimat, was seien schon also sozusagen ausgewachsen. Einer von unseren Lehrern das Jahr, also wie vor ein Jahr und euch, ist noch ein Lerner, du hast ihn doch interviewt vor 8 Tagen und noch ist allein gewesen als Amin. Er ist noch gewesen, dachte sich, 17-Jähriger. Er ist noch gewesen für die universitätische Limudim, als er hat sich gelernt zum ersten Mal in der Sommerprogramm in New York. Ich darf doch der Mann in dem Mark Gaisinski, was wir haben ihn interviewt, mit ein paar Wochen zurück. Ja, und Mark Gaisinski ist schon das 3. Jahr assoziiert mit dem Programm. Er ist 2 Jahre gewesen Talmid, das heißt ein vollständiger Talmid, sich nur vernommen mit Lernen sich. Und das Jahr ist sein 3. Jahr verbunden mit dem Sommerprogramm. Und das Jahr ist er auch gesessen in Klasse, in ersten Klasse, aber ein Teil von der Zeit ist er gewesen
ein Gehilf für uns Lehrer und für die Administration. Also er ist gewachsen in seiner Kennschaft und gewachsen auch in seinen Reisen zu dem Programm. Agif, wie ich verstehe, bist du gewesen als ein junger Jiddischist. Efter kannst du für unser Eulam der Mannen dein früher Interesse in Jiddisch? Gut, ich bin allein keinmal nicht gewesen, kein Talmud, kein Verschriebener in der Sommerprogramm, aber ich habe sich gefühlt sehr assoziiert mit dem Sommerprogramm, weil in die Sommer von meinen Mittelschuljahren dachte ich mir unheimlich von noch im ersten Jahr Mittelschule, mein ersten Jahr Mittelschule, bin ich geworden ein Assistent beim Dr. Mordechai Schächter und er ist gewesen der Hauptlehrer, der Lehrer von den avancierten Klassen bei der Sommerprogramm jahrelang. Und ich pflege arbeiten von ihm und nicht direkt für das Programm in die ersten Jahre, aber arbeite nicht für ihn, habe ich gegräht Materialien, ein Sommer oder 2 Sommer bin ich gewesen der Zusammensteller von Texten, was haben gehabt zu tun mit Jiddisch 2, sein Lernbuch für mitteldicke und avancierte Kursen. Das ist damals, wenn Jiddisch 2 ist noch gewesen, eine neue Ausgabe, das ist zum ersten Mal herausgegangen zwischen Harte Teufeln in 1986 und in die Punkt in die Jahre vor dem, ich meine, das ist gewesen 86, ja, Punkt herum damals habe ich zusammengestellt für die Klassen in das Sommerprogramm Frageheft mit einem Entferheft, mit einem Index zu Jiddisch 2. Also ich bin sehr gut bekannt mit dem Werk und ich bin dafür auch sehr gut bekannt mit den avancierten Klassen bei der Sommerprogramm, weil unsere Texte sind gewesen gezielt auf die Klassen. Und mit jetzt Tage Jiddisch 2, Adayam? Ja. Das bleibt das einzige Lernbuch für höhere Klassen. Es ist auch zu wachsen der Markt von Anheberbüchlach, also wir können auskleiden von etliche ganz feine oder mittelmäßige und wir geben unseren Lehrern die Freischaft, das zu tun, aber als man kriegt schon rein in die höhere Limudim, höhere Madreiges von Lernen, macht jeder Lehrer Schabes für sich und kleibt euch Themes und macht le meiste an eigenen Lernbücher für die Zwecken von einer gewissen Summe. Oder man tut das zusammen mit Jiddisch 2 oder man benutzt Jiddisch 2. In den letzten Jahren mache ich eine Kombination von Jiddisch 2 mit anderen Sachen. Aber Jiddisch 2 ist eine sehr gute Ressource, als Talmiden in höheren Kursen viele als sie bearbeiten das nicht in Meschach von dem ganzen Semester, sollen sie das haben. Weil das ist eine Ressource, ein Referenzbuch auf dem ganzen Lebensjahr. Laut meiner Meinung ist Jivo ein bisschen mehr geworden wegen Jiddisch. In den letzten Jahren hat man ein bisschen mehr abgeschätzt, die Rolle von Jiddisch. Was ist deine Meinung wegen dem? Was kann ich dir sagen? Ich kenne Jivo von etlichen Tkufes in meinem eigenen Leben. Und mein Scheich ist mit Jivo auch ungeheuben. Also ich bin gewesen, dachte ich mir, noch Fahrmittelschule oder bald bei Mannheim von meinen Mittelschuljahren. Ich fliege reingehen wie alleine in den Lehensaal und ist auch sehr interessiert mit alles, was der Jivo hat. Gewinn, wie gesagt, verschiedene Tkufes. In der letzten Zeit, was ich bin zurück assoziiert mit dem Sommerprogramm, gewinn Tkufes, was ich bin gewinn Jahren nacheinander Lehrer, andere, was ich bin Jahren nacheinander gewinn vernommen, Sommerzeit mit anderen Sachen, mit anderen Projekten, Reises, was es soll nicht sein. Ich kenne viele Tibet erzählen, wie viel Mal ich bin gewinn ein Lehrer in dem Sommerprogramm und wie viel Mal ich bin nicht gewinn ein Lehrer, weil es ist ja vorbei,
gute wie viel, 25 Jahre oder mehr. Aber in den letzten Jahren sind ich bin geworden der Direktor von der Sommerprogramm. Hat sich auch verbrennt, dass sie sind 2019. Ich bin zurückgekommen wie Lehrer 2018 und geworden akademischer Direktor von 2019. Stellen wir eine Sache, eine größere Trop auf Projekten, was haben zu tun mit Jiddisch und auf Jiddischlernerei, die noch zu kommen, die Bedürfnisse von dem Eulen, was weiß von dem Niveau via jüdische Organisation und es ist die höchste Zeit, dass der Ivo soll ausnutzen, dem Schem, was hat, dem sehr eigentlichen Schem, was hat, wie A-Center, der akademische Center von Jiddisch, und soll geben dem Eulen, was bett von jiddischsprachigen Kucklinko. In den letzten Jahren haben sich verbreitert meine Achreisen beim Ivo. Ich habe etwas einen langen Titel, was meint bekitzer, als ich bin der Jiddisch-Mensch beim Ivo, beim heutigen Tag. Und von mir sagt mit Jiddischlehrerei, mit der Haschgoche über der Jiddischlehrerei. Und es ist ein Vergnügen zu können bringen, die Sachen, die Klassen, die Programme, dem Eulen durch dem Institut, wo sie gehören. Ich bin Masken, es ist die erste Zeit und es ist gekommen. Ich will bei dir fragen, ich höre oft von Menschen, was sind gewachsen mit ein Jiddisch, das heißt mit ein Jiddisch Dialekt oder einander, und sie wollen wissen, sie Jivo will reinführen ein neues Dialekt, was es heißt Klal Jiddisch. Was ist Tage der Emes, als Jivo will Potter werden von die alle jiddischen Dialekten zu nehmen? Nein, Cholile. Und Menschen verstehen allerlei Sachen, wenn sie seien nicht stark informiert. Das, was es ist assoziiert mit dem Niveau, als eine Sache, was man ruft auf die Klausprache, das ist über dem, was der Niveau ist ein Institut, eine Akademie, und was mit dem, was der Jivo hat standardisiert im jüdischen Ausleg in 1937. Meint man, als man hat wenigstens etwas standardisiert auf die Sprache. In einem gewissen Sinn seinen dank dem Ausleg und dank Lehrerei Bechlal, dank dem akademischen Zugang, ist da aufgekommen, es ist aufgekommen an Abschei zu an akademischen Jiddisch. Das ja. Und das muss man doch haben in Klassen. Das muss man doch haben in wissenschaftlichen Publikationen. Wie kann anders sein? Man schreibt doch einwaschen und das Ponnen von Waschen, das geschriebene Ponnen von Waschen ist mehr oder weniger einheitlich. Hat orthografisch, nicht dialektisch. Und in Klasse darf man lernen auf ein Dialekt. Also ist angenommen. Man kann nicht haben eine Klasse mit, wenn man sagen, 10 Talmiden, was jeder einer will sich auslernen an einem Dialekt. Das ist also in alle Klassen von allen Sprachen, die waren gut der Welt. Englisch zum Beispiel, nehmen wir ESL-Kurs, ein Kurs von Englisch wie eine Fremdsprache. Wo kann man in einer Klasse lernen am australischen Englisch, mit der New Yorker Englisch, mit der Chicago Englisch, mit die verschiedenen britischen Englischen, als in einer Klasse. Das ist unmöglich. Also als wir halten, bei uns ist da, wenn man sagen so, ein Zugang zu den Dialekten. Unsere Lehrer haben alle eine Bekanntschaft mit den verschiedenen Dialekten und kultivieren eine Abschätzung bei den Talmiden. Wir können sich nicht abstellen auf jeden Dialekt, wir können sich nicht abstellen auf Dialekten Bechlal. Wie bei wem heißt es, ich ja, weil ich bin ein
ein Dialektolog. Aber andere nicht, andere können sagen, Oiba Talmud redet von der Heim, ist bekannt mit einem gewissen Dialekt, ist Adarabe soll reden. Man wird nicht prüfen bei ihm Auswurzeln dem Dialekt. Verkehrt, von dem können die anderen Talmidim sich etwas ablernen. In mein Klasse Mittele 2, das heißt eine höhere Klasse, was ist wie Mittele 1 und der Kurs, was kommt für Avancierte, ist gewähnt und das kommt von polisch-jüdischer, charedischer Heim. Ich meine, sie seien von Belzer chassidischen Abstamm und die Talmide hat gerät ihr heimisch loschen. Von was soll sie das nicht reden? Und dort, wo ihre Loschen ist anders von dem ausgelernten Loschen von den anderen Talmiden, habe ich das ausgenutzt in Klasse und ich habe angewiesen, als so klingt das natürliche Loschen von polnischen Jiden. Geben eine gute Emotion vor allem. This is WUNR Brookline. Aber oder anunter Mischpuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutraut zu jüdischen Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Gut, von der anderen Seite, persönlich ich und müsste mal Sache von unseren Zuhörern interessieren, Sache in dein persönlicher Dialekt, was kannst du uns sagen wegen dein Dialekt von Jiddisch, was wollt gewinnen natürlich für dir zu reden bei der Heim? Geworden ein guter, freier Redner von Jiddisch meine 10, 9, 10, 11, 12 Jahre. Also etliche Haschbauer sind gewesen alle in derselben Zeit. Die Arbeit gar Jüngerheit mit Wissenschaftlern, mit Schächtern und Lernen allein und haben wir Lehrer Pesach Fischmann in meine gar junge Jahre zu 8, 9, 10 Jahren, wo er hat gelernt literarischen Jiddisch und Bobbe, was hat gewohnt mit uns in der Heim, aber hat mit mir in die frühesten Jahren nicht geredet auf Jiddisch, weil er ist nicht gewesen angenommen, als man redet mit einem Amerikaner, einem auf Jiddisch. Bis ich hat das gewollt und ich habe ungeheuben reden mit ihr. Ihr ist geworden als auch geringer, wo sie können sich ausdrücken auf Jiddisch mit mir. Dass sie gewinnt ihre erste Sprache, versteht sich, und dass sie gewinnt die Sprache, was sie hat geredet, zusammen mit meinem Mammen, der Riker, geht so halten Seides von mir, ich denke das von die jungen Jungen, und ich denke eine Zeit, wenn ich habe nicht gekannt in Jiddisch und ich habe nicht verstanden, was seidet man sagt dort. Ich habe sehr gewollt wissen, was sie reden zwischen sich. Und das gewinnt ein Stolz in so einem Häuslernen ganz früh. Und ich habe übergestiegen der Mammeskennschaft, das heißt, die Mama hat alles verstanden, aber nicht gekannt, gewinnt eine passive Kennung von Jiddisch, nicht gekannt, also gut kommunizieren auf Jiddisch. Und ich bin geworden der, was kommuniziert mit der Boben, mit ihrem Mann auf Jiddisch. Das heißt, das hat übergehippert dort in unser Heim. Und ich habe früh angehalten zu lernen, allein auf Jiddisch. Die alle Haschbräus haben mich gemacht für ein Jiddisch-Kenner. Verstehendig früh, als es ist für einen Dialekten, die seien anders von der literarischen Sprache, anders von was ich lerne und anders von was man redet in Klasse, habe ich sich verliebt in Dialekten und in der
Informatie, was ich habe allein geklieben, ausgeforscht von der Boden. Und reden mit ihr ist mein Loschen geworden, nennt zu ihr Loschen, das ist alles. Und das heißt, tiefer verlitwischt geworden. Sie ist allein gewesen von Städterle Sucherole, was das ist zwischen Grodne und Bialystok. Also ja, sehr jüdisch ist gewesen, der litwischer Jüdisch. Und in meinem Boston-Erdkurve, wie du weißt, allein mehr, weil du bist schuldig in einem Teil von dem, habe ich gehabt, eine Sache relativ gerät, eine Sache Bekannte von litwisch-jüdischen Abstamm, weil Boston ist doch gewesen ein Center für der litwisch-jüdische Bevölkerung. Und unsere sehr nannte gute Freund, darum der das Radioprogramm in die 1990er, wenn ich es auch besetzt, in Boston und danach seine gewinn litwische, also er sicher gekannt, sich vielen in der Heim mit dem litwischen Dialekt und weiter das entwickeln oder besser gesagt, sich vielen, also ich rede mit eigenen, mit heimischen Menschen, also wie ich gerät mit der Boten, mit Jahren früher, als sie ist noch gewinn beim Leben. Sie ist gestorben in 1990 und ich bin angekommen in Boston in 94, dachte ich mir, und ich hab sich bekannt, dank dir, mit unserer teure Chavertes, aber der Riker mit Chassia Segal, was ist gewesen die ständige Radiopersönlichkeit bei dir auf der Programm. Und also das hat bei uns allen entwickelt, dem Jiddisch und der Riker litwischen Jiddisch, nein? Wada, ja. Litwisch-Jiddisch, mir ist persönlich nicht so genannt der jiddische Dialekt, weil meine Mama hat doch gestammt von Karpaterus, was ist faktisch nennt zu dem so gerufenen chassidischen Jiddisch. Aber du hast dich hereingesetzt in Schmalzgrube, wenn du hast dich hereingesetzt in Boston, ja? Ja, richtig, ja, absolut. In was für Umständen redest du dein natürlichen Jiddisch, dein Babes Jiddisch? Heintige Zeiten mit sich allein, weil Chassi ist ja nicht da. Und mit ihr mehr oder weniger. Und wenn ich treffe solche Menschen von dem Jüngeren, da seien das solche, was stammen von Lubavitch. Lubavitch ist schon nicht so orientiert auf Jiddisch wie früher, aber die, was stammen aus von Lubavitcher Heimen, reden noch litwischen Jiddisch. Bei sie ist das Beulet und bei sie darf ich nicht rübergehen auf der literarischen Sprache. Aber ich bin sicher, dass mein Loschen ist ein Gemisch von literarisch mit Litwisch, weil Poshet wie ein Lehrer und ein Lerner habe ich sich ausgelernt dem gewöhnlichen Minimsystem von Jiddisch. Bei mir ist das Buch und nicht der Buch. Es ist bekannt, natürlich, aber meine Reaktion, meine Intuition ist zu sagen, das Buch gewöhnlich. Und also das Gefühl und so weiter und das Lied und so weiter. Also als kein reiner Reder von einem litwischen Jiddisch bin ich nicht. No, wohin geht der Min in Jiddisch? Ist da Zukunft für der, die, das? Nein, dachte ich mir und dachte ich uns, Forschers von dem, als keine Zukunft für Min auf Jiddisch, für die 3 Minim, der, die und das, ist auf Jiddisch nicht da. Weil ich meine, als wir können sagen mit Berechtigung, als das ist herausgefallen. Die heutige etliche Teures schon, was lernen sich Jiddisch von der Heim, was kommen heraus von jüdischen Heimen, reden natürlich Jiddisch, haben schon nicht keine Schlitte über der, die das dem. Und als ist, ich weiß noch nicht, sie fällen Protim. Ich meine, sie fällen
Protim in meiner Beschreibung, aber es ist mir noch nicht klar, was die Protim sein. Aber in allgemein gerät ist nicht da kein Unterschied. Der heuche Tate, der heuche Mame, der heuche Kind, mit der heuche Tate, mit der heuche Mame, mit der heuche Kind oder so weiter, ist dacht sich der typische Loschen heintige Zeiten. Schaut es anders bei dem Miet litwisch redende Jiden. Haben sie das noch. Aber ich bin noch nicht bekannt mit den Neusforschungen wegen dem. Und ich meine, also, euch dort, vielleicht ist da mehr Konservativkeit, wahrscheinlich den Min in litwischen Jiddisch, kommt dort auf euch vor, ein Stück Revolution. Und es geht schon rüber auf ein anderes System. Ist ein Problem in anderen Dialekten oder in Klarjiddisch, wie soll kann man sagen this, das heißt der Mann anstatt der Mann, das heißt this man. Und auf ungarischen Jiddisch und auf chassidischen Jiddisch sagt man der Mann. Und als man will sagen this, kann man sagen des. In die anderen Dialekten von Amol, was man hört, schon auf zu reden, weil keine Bevölkerung ist nicht da, ist sehr klar. Man akzentiert das Volk entgegen das Volk, der Mann entgegen der Mann, die Frau entgegen die Frau. Und man kann das akzentieren weiter, schriftlich, ob man will, und auch in der Gerätesprache mit. Und der Mann, und die Frau, und dem Menschen, und so weiter. Oder der auch Mann, die auch Frau, das auch Kind. Und das lebt mit euch bei in den heutigen Geräten Jiddisch. Ich meine, das lebt hat in litwischen, in polnischen Dialekt dort, wo der ungarische Jiddisch hat nicht übergenommen im Ganzen. Aber was ist, ja, wie du sagst, days und day. Days ist der generische Pronomen, demonstrativer Pronomen, und day ist der Pfarrersubstantiv. Der Mann, ja. Interessant wird gewesen zu wissen, man kann sich auslernen Dialekten bei der Giva Sommerprogramm. Oder hat man das bei der einmal zu der Langen via Limit? Wie kann man wir dürfen Talmidim, wir dürfen genug Talmidim sollen ausführen Klassen. Wir sollen auf Main-Klasse für sein Niveau. Wie wollt ihr gekannt haben, Mini-Klassen für verschiedene Dialekten. Ja. Eine Möglichkeit ist doch auf Seminaren wegen Dialekt oder als Lehrer allein sollen reinbringen dialektischen Material, dialektische Informationen in die Klassen. Ich habe oft Talmidim, was sagen wir beim Schaffen dem Semester, sie seien spezifisch interessiert in dem und dem Dialekt. Oder dem und dem, ja, dem und dem Dialekt, weil das ist der Dialekt von seiner Abstamm. Und ich weiß unversehrt wegen, viele sie seien non-Hebers, sie Mittel, ich weiß auf Unterschiede und auf die Spezifischkeiten von seinem Dialekt, weil das interessiert sie spezifisch. Aber nicht alle Sprachlehrer haben man Interesse oder haben eine Bekanntschaft mit die Fakten. Wie also wird man können machen Kursen. Wir haben genug Zores zu schaffen, Jiddischlehrer. Kann sein, als die Lernerschaft, die Talmidenschaft hat zu wachsen. Wir wissen auch demografisch, als die charetische Welt halt in wachsen, wie auf Haven. Aber sie wird sehr interessieren, der Jiddisch-Limit ist noch nicht bekannt. Ob ja, wird es sein, mit wem es zu gehen zum Tisch. Und es sind schon da eine Sache Jechidim, was interessieren sich Tafke und verstehen, als das, was sie
lernen, das bisschen Jiddisch, was lernen sich in seine Kinderschulen, ist nicht getreu seiner Dialekten und nicht getreu die interessantere Fakten von dem faktischen Jiddisch. Und sie können sein, als bei sie wird wachsen, an Interesse zu der Zukunft, also wie das ist gewachsen bei jedem Bechlau, was haben sich früher nicht interessiert mit dem. Der Fahrer der Jevo sich untergenommen, auszuforschen, Dialekten und die Sprache Bechlau. Ich will sagen Volk. Dem Sommer haben wir gemacht 3 Exkursions. Wir seien gewesen in Zico, das ist das jüdische Buchgeschäft in Long Island City, das ist eigentlich Queens, die was verstehen nicht die Geografie. Ich meine, dass ich verstehe das allein knapp, aber ich meine, das ist eine Stadt oder ein Abteil von Queens, sehr nah zu Manhattan. Und dort ist da ein Buchgeschäft, was wird angeführt von dem jüdischen Akteur Chaim Wolf. Die Talmiden haben verbracht sehr auf einem Ofen dort. Sie haben gekauft mit Büchern, sie haben gehört mit Gesang auf Jiddisch und gewonnen auf einen theatralischen Auftritt und musikalischen Auftritt. Das ist gewesen eine Exkursion. Die zweite ist gewesen in der historischen Eastside, Lower East Side von Manhattan. Und die dritte ist gewesen in Williamsburg, wo es lebt, eine große charedische Kirche. Nu, was hältst du wegen Williamsburg, wie ein Zentrum von natürlichen geborenen jüdischen Redder? Hallerweise soll es wachsen. Ob sie wollen das, sollen sie das haben. Gesundheit, ausgezeichnet. Wir wollen weiter kommen, sich angucken und sich zuhören. Allerweil. Okay. David, ich weiß, dass die Programm hat sich faktisch geändert. Kannst du uns übergeben ein bisschen wegen dem Sof, wegen es gewinnt ein Sium-Tag, wie man ruft das beim Sof, ja? Ja, die Graduierzeremonie ruft man bei uns gewöhnlich der Sium als Mann. Und das ist das kommt vor dem letzten Freitag von den Limudien von dem Semester. Er ist ständig sehr lebendig und voll mit Humor, studentische Auftritten, eine Zuteilung von Zertifikaten, also nach die Ende dem Kurs, Gesegnungen mit den Lehrern, von den Lehrern, mit den Talmiden. Sie gewinnen sehr freilich. Und danach kommt vor am Mittag vor allem, sie kommen die Talmiden allein, die Lehrerschaft, sehr Gäste euch in dem Fall und so in den letzten etlichen Jahren, wie wir seien euch kybernetisch, ist das vorgekommen in derselben Zeit transmittiert durch die Chwales, die Beteiligten bei der Welt sollen können euch sehen und bekommen dem Zertifikat durch ein Ekran, wie das gewinnt sehr schön. Als auch Gäste, als auch Auftritten und sehr eine feine Stimmung. Gute, etliche, in dem Fall gewinnen Minimum, tatsächlich mehr als 10 Auftritten, was die Studenten greifen sich in Meschach von dem ganzen Semester und zum intensivsten, rund dem Mitten von dem intensiven Semester haben sie sich in ein paar Wochen herum, um sie haben die Möglichkeit aufzutreten. Und nimmt man ernst achten wegen dem und dann noch repetieren in die letzten 2 Wochen und mit tritt auf. Es ist da ein Theaterwerkstatt, das kommt vor bei uns alle Jahr. Die letzten etliche Jahre ist das mit Shane Baker und Shanes Theatertruppe oder Theaterstudie tritt auf mit einem Werk, was sie haben bearbeitet im Meschach von dem Semester. Dort seien Klassen, was klein etwas ist wie eine Klasse, klein mal aufzutreten, mit Gesang oder mit Ausspielung als Szene. Und das ist geschehen einziges Jahr mit noch einem Lerner von einer Klasse. Er ist der Lehrer von einer Anheberklasse. Und die Anhebers haben gesungen 2 Lieder von Eulen, also
also es gibt euch jetzt vor Jahren, und das gibt ein sehr kollektiver Auftritt, alle zusammen. Aber andere haben gesagt, Monologen, seien aufgetreten mit Gesang, haben allein geschritten, Szenkalach und gespielt eigene Instrumenten, geschritten Lieder. Das ist allemal sehr interessant und freilich. Und euch hat Parodies. Alle Jahre können sich richten, als Imetzer oder eine Gruppe wird parodieren ein bekannt Populärlied von der internationalen oder von der englischsprachigen Welt. Und das Jahr ist das euch geschehen, parodische Lieder, was Übersetzungen von fremdsprachigen Liedern auf Jiddisch. Gewöhnlich mit der humoristischen Guck. Eine Sache, was ich will nicht überheben, als du allein oder die, was das Programm hat zurückgebracht oder zentral gemacht, eine Serie Redes auf Jiddisch, hat in der Tkufe von Corona auf Zoom. Kannst du ein bisschen reden wegen dem? Ja, danke für der Mann das. Ich habe das eingeführt zurück. Wenn ich bin geworden der Direktor in 2019, heißt es, dass ich dann viele Fahrer gegeben und dass ich einen Punkt zugepasst zu die Bedürfnissen, zu die menschlichen Bedürfnissen in der Zeit von der Magäfe, wenn wir haben das manchmal gewesen in 2020 und weiter. Was ist das? Also das ist durchschnittlich 2 Lektionen a Woche, öffentliche wissenschaftliche Lektionen. Eine kommt vor auf Englisch, eine kommt vor auf Jiddisch. Von Wissenschaftlern in dem Trum von Ashkenaz Limudim. Und das wird transmittiert von der ganzen Öffentlichkeit. Also als wer sie öffnet die Facebook-Seite oder die YouTube-Seite von Ivo Beschaß der Lektie, kann sein auf der Lektie. Kann das hören synchronisch und danach stellt weg die Rekordierungen auf dem YouTube-Kanal von Ivo und das wären Lernmaterial auf Jahren, auf ewig. Das ist der Plan. Und wir haben schon heißt es, ich habe immer gezählt, aber gedenkst nicht die Zahl, wie viel darf es sein? Minimum oder herum zwischen 6 und 10 a Jahr, mal 5, ist zwischen 20 und 30 Lektionen, also auch, haben sich angeklebt im Mescher von die Jahren sind 2019. Und wegen gar verschiedene Themen, dem Sommer ist gewesen eine Lektion wegen dem Übergang von Mitteljiddisch auf modern Jiddisch. Und wir sollen kennen Spuren von dem Übergang, von der Übergangsstufe in gewisse Edessel von Shailes und Tshuves, von halachischen Diskurs. Das gewinnt von Professor Moshe Taube von Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie hat gerät Professor Elisa Ben-Porat wegen die Ukrainer Pogromen von der Zeit von der Revolution. So hat gerät Professor Sonny Yudkov auf Englisch wegen dem Aufnehmen von Leo Rostons Bestseller in den 1960er Joys of Yiddish, Literaturkritik und eine Aufnehmkritik von Buch. Und die alle Lektions bauen aus dem Kanal und die Serie Lektions wegen der jüdischen Zivilisation, was ich habe eingeführt. Das ist geworden sehr populär. Wir wissen, wie viele Menschen gucken sich zu und sie beim Sachen neu zu sein, wie viele Hunderter, einmal Tausender kommen und sehen die das hören die das Lektions über die Jahre zu sehr sein. Und wie gesagt, ein Ziel von dem ist zu beteiligen dem Eulen Bechlau. Die Sommerprogramm
ist ein vermachte Programm für die Talmiden, die seien in ihr verschrieben. Aber für was soll Eulen in allgemein nicht genießen davon? Das ist unsere Beteiligung von den Eulen. Und wie ich verstehe, sind mehr oder weniger Hälfte von die dosige Lektionen rekordiert geworden auf Jiddisch und mit sie übergegeben auf Jiddisch und sie sind zum Sehen auf YouTube oder auf jeweils Webseite und dem Namen Yiddish Civilization Lecture Series, ja? Ja, Punkt also, ja. Yasha Koich, was du hast das reingeführt in Yasha Koich, dem Jiva. Und Bechlal, einen großen Dank dir und Dank dir für ein Arrangieren für uns etliche Interviewen und Yasha Koich für noch ein feinem Jiddisch Programm, Jiva Sommerprogramm beim Jiva. Yasha Koich dir mehr, was du führst weiter mit dem Programm und was wir können rekommendieren, unsere Talmiden, also sie sollen sich zuhören zu einem wöchentlichen, lebendigen jiddischen Radioprogramm. Ja, allebei. Sei gesund, Kol Tov. Sei gesund, eine gute Nacht. Ihr habt noch was gehört, unser Interview mit David Brown, akademischer Baljoetz und Direktor bei der Jiva Sommerprogramm. Tisha B'Av fällt euch Jahr 2024 dem 12. August bei Nacht und dem 13. August bei Tag. Und in Zusammenhang mit dem geben wir über von unserem Archiv Miriam Liebenson Alea Shalom Lekovid Tisha B'Av. Das ist nach mir, David. Eine gute Nacht und ein Dank von Herrn. Die Sehung von Jeschajahu, dem Sohn von Amozen, was hat gesehen auf Jehuda und Jerusalem in der Tag von Uziyahu, Jotam, Achaz, Jecheskiyahu, dem Melochim von Jehuda. Hört ihr Himmeln und vernehmen du Erd, warum Gott hat gerett. Kinder haben dort Zeugen und aufgebracht und sie haben gebrochen an mir. Ein Ochs weiß sein Balabos und ein Esel, die Korite von sein Haar. Israel weiß nicht, mein Volk guckt sich nicht um. Weh sindige Volk mit Verbrechen beschwert, Sommen von Schlechtstuer, Kinder verdorbene, verlost haben sie Gott, gelästert dem Heiligen von Israel, hinter sich abgekehrt. Wo noch Wildtier geschlagen werden, was ihr kehrt euch noch mehr ab. Der ganze Kopf ist krank und das ganze Herz ist in Weitag. Von Fußtritt bis zum Kopf ist in ihm kein ganz Glied nicht da, nur ein Riss und ein Beil und ein ätherig Wund. Nicht ausgedrückt seien sie geworden und nicht verbunden und nicht mit Eil der Weicht. Euer Land ist ein Wüstenisch, eure Städte seien im Feuer verbrennt, euer Erd Fremde verzerren sie euch entgegen und wisst ist sie wieder Überkehr von der Verletzung. Und geblieben ist Tochter ziehen wie ein Beidel in einem Weingarten, wie ein Nachtleg in einem Plutzerfeld, wie ein Wachbuch von Rietlach, wie wenn nicht Gott von Zwaot wollte unser klein Überbleib gelost, wollten wir Wisdom geworden, zu Amora wollten wir geglichen. Choshewe Zuhörer Shalom, die 3 Wochen leuten idischen Luach von Shivosar Betamus, 17 Tag in dem 4. Monat Tamus, bis noch Tisha B'Av seinen Tag von Umet, Tag von Treuer, noch ein Choben von dem 1. und dem 2. Beis Hamikdash. Und für die Größe Unglücken, welche haben getroffen zu uns Iden in die 3 Wochen, hereingerechnet den neuen Tag. In allgemein ist Rosh Chodesh, der Unheib von einem neuen Monat bei uns Iden, ein Tag von Fried. Aber Rosh Chodesh Ov ist ein Ausnahme. Es wird zugelegt an Nomen Menachem Ov, wenn man bencht so Chodesh, soll uns sein ein Chodesh von Treist. Der 9. Tag in dem Monat Ov, Tisha B'Av, fällt uns Hayor, dem frumedigen Schabbos, aber der Fasttag wird abgelegt an Nitche auf Sonntag.
Der Shabbos für Tisha B'Av heißt Shabbos Chazon. In Schul wird gelehrt die Hafteure, der erste Kapitel von Jeschajahu, welcher fängt sich an mit den Wörtern Chazon Jeschajahu ben Amoz, die Sehung oder die Nevue von Novi Jeschajahu. A Treuer nimmt allem herum, wenn man lehnt die Strafreit von Größen Novi mit dem unbedingten Nigen von Eicha. Der erste und der zweite Churben von Beis Hamikdash werden verrechnet bis dem jetzigen scheuderlichen Umkommen als die zwei größten nationale Katastrophen in der Geschichte von unserem Volk. Netzer, der König von Bavel, hat mit Hecher 2500 Jahren zurück Tisha B'Av Chorev gemacht Jerusalem, verbrennt den Beis Hamikdash und vertrieben die Juden in Goles. Tisha B'Av 556 Jahre später haben die Römer unter dem Befehl von dem Rosh Titus noch einmal bekämpft dem jüdischen heldischen Widerstand, verbrennt den Beis Hamikdash und die gebliebenen Juden vertrieben vom Land. Der 9. Tag in dem Monat Av ist geworden der Treuertag für Deures Iden auf die größten nationalen Unglücken. Jede Zorre, welche ist in später die Deures vorgekommen, herum Tisha B'Av, hat in unser jüdischen Gedank sich verbunden mit der Unglücklichkeit von dem dosigen Tag. Es wären ausgerechnet 5 schreckliche Passierungen, welche haben passiert in derselben Zeit. Die 3 Wochen wären angerufen in Hebräisch Wochen von Bein HaMetzarim. Der Ausdruck kommt von dem Buch Eicha, welche wir lehnen bis heint jeden Tisha B'Av. Alle Säunen haben uns herumgeringelt zwischen die schmale Wände. Ich dermonser dem Umet, welcher hat herumgenommen unser jüdisch Leben in ein nicht, ein Kleinstädterle in Lite fahren umkommen. Men tornit sich honton an neue Malbusch oder an neue Porschich. Men tornit gehen sich Boden. In der heißen Sommertag, man tornit essen kein Fleisch, nur Schabbos, der Umet wird noch viel stärker in den neuen Tag, bis es der gerecht dem höchsten Punkt in dem Tanis von Tisha B'Av. In Schul ist finster, der Orenkoidische Sonne Paräuches, man sitzt auf niedrige Bänklach, nun bei der Erde, mit Kepp herabgebeugen, weint man auf den Chorben. Tisha B'Av in der Früh, davent man in Schul und Talis und Filim. Noch ein Davnen ist ein Minhag zu gehen auf den Beselem zu Kever Oves, gedeiht durch dem eigenen Treuer sich zu der Nenteren zum Treuer vom ganzen Volk. Wir haben gelebt mit vielen auf den Lippen, mit Hoffnung und mit Gebet. Im Eschkachech Jerusalem, Tischkach Jemeni. Vergessen soll werden meine rechte Hand, ob ich vergessen an dir Jerusalem. In Midrash wird erzählt, bei Rabbi Shmuel bei Reb Nachman, wenn der Beis Hamikdash hat gesollt Chor werden, seien gekommen die Oves, sich beten beim Rebbeinu Shalom und gefragt ihm, für was? Was hast du vertrieben unsere Sinn in Goles und sei übergegeben zu die Goyim, zu Schand und zu Spott? Deine Sinn haben gesündigt, hat Gott gesagt zu Avromen. Sie haben die Gebot von der Teure nicht abgehielt. Die Teure wird Eides sagen gegen Israel. Die Teure, hat ausgerufen Avrom, sich wenden dich zu der Teure? Gedenkst du nicht dem Tag, wenn alle Völker von der Welt haben sich von dir abgeträßelt, bis meine Sinn seien gekommen zu Berg Sinai und eine geboten mit ein Atem aufgenommen, na a Seveni Shma, wir wollen Ton und Herren, a Schweigende hat die Teure sich abgerückt an der Seite. Die 22 Äußers von der Teure wollen Eides sagen gegen Israel, hat Gott gesagt. Und wenn der Aleph ist gekommen, Eides sagen, hat Avroam sich gewendet zu ihr mit Wunder. Du, Aleph, wirst Eides sagen gegen meine Sinn in Tag von seiner Zorre, gedenkst du denn nicht, als mit dir fangen sich an Gottes erster Gebot, Anochi Hashem Elokecha? Und zum Beis hat Avroam gesagt, du wirst Eides sagen gegen meine Sinn, welche fangen an zu lernen die Teure mit dir, Bereishit bara Elokim? A Verschämte hat sich der Beis abgerückt an der Seite und mit ihr euch alle andere Äußers.
Es hat sich zugehört Gott zu der Rede und Gebet von der Oves, aber geriert und erweckt Gottes Rachmones hat unser Mama Rochels Tränen. Also hat Gott gesagt, vermeid dein Kohl von Gewehen und deine Augen von Tränen, warum voran allein vor dein Mie. Und sie wollen sich umkehren von Land, von dem Feind, Veshavu banim ligvulam. Es ist öfter nicht kein Zufall, nur ein Hemmschicht von unserer jüdischen Geurl. Also Deures noch Deures später haben die Tränen und Gebet von Rachel Janait, Rachel Ben Zvi, die Frau vom zweiten Präsident von Medinat Israel, Yitzchak Ben Zvi, und die Mama von einem gefallenen Sohn, Eli, fahren wieder Aufbau von Land. Und die alle Rochels von allen Deures haben zerträßelt die Himmeln, durch welche wir hören wieder dieselbe Tröstwörter von Novi Yirmiyahu. Vermeid dein Kohl von Gewehen und deine Augen von Tränen. Jesh Zachar la'amolech. Es ist voran, allein vor dein Mie. Der Treuer auf dem Churben ist gewinn ständig eingebunden in unser jüdischen Gedanke mit der Hoffnung auf der Geula, auf Auslesung. Ich will sich mit euch, meine Choshewe Zuhörer, teilen, mit meinen Sichrenes von meinen Kinderjahren, Tischebov mit meinen Taten, Jakob Yosef, Hashem Yinkom Damo, von Anik Schlitter. Auf einer niedriger Bank, deine Augen voll mit Tränen, von alten Chuben dem Klang pflege ich in dein Eichonigen Herren. Ich hab sich zu dir getulet und mit dir euch mitgeklockt. Nicht gewusst, als neuer Chuben holet und wieder nach uns sich jockt. Ich hab nicht gewusst, dass es wird wieder sein, a Korben du, der guter, frommer Id, und als zu beweinen dem itzigen Chuben wird sein zu schwach das Eicholid. Tate, für was pflege ich fragen? Tate, für was ist dem Iden so schlecht? Kind meins, wir verstehen nicht Gottes Wegen. Gott und sein Mischbet ist gerecht. Mit Liebe hast du geträßt mir und geglätt. A Id muss haben betochen, nicht verlieren sein Mut. Es wird unser Gott nicht verschweigen. Seht und wett dem Söhne bestroffen vor vergissen jüdisch Blut. Es werden noch kommen gute Jahre. Es wird kommen die auserwählte Zeit. In Tag von Churben wird Maschiach geboren und die Welt mit Scholem und Gerechtigkeit beneit. Und es wird nicht mehr Busche von Kemilchomes, es wird herrschen Scholem und auf lang. Glücklich werden sein die Mames und Kinderstimmen werden hilchen in Gesang. Jahrzehnlicher sie dann, Tate schon lang verflogen, durch Teichen, Blut und Jammen Tränen, jeden Tischebow, wo nur ich bin, dein lichtig Ponem scheint mir tomit vor die Augen und ich hör dir murmeln in der Still, Gott saft doch wird mir kuyen werden, ani ma'amin, ve ashrei ha-ma'amin, Gott, der viel unser Verlang, soll so Scholem sein, auf lang, wie kein Gehirratson.